Ich hab dich ja schon gefragt, ich überlege sogar, rare shit, okay? Ich habe überlegt, normalerweise feiern wir immer mit ganzer Familie, wirklich alle Oma, alle anderen, hier die Brüder von meinem Vater und so, bla bla bla. Ich habe überlegt, ob ich alle einladen soll zu meinem ersten, also zu meinem Haus. Weil bis dahin habe ich, hoffentlich, bis dahin mein Haus. Und ich überlegt, ob für Silvester ich alle da schon einlade. Ich habe so meine Mutter gefragt, ob sie denkt, dass die kommen würden, dahin fliegen würden. Die meinte, ja. Aber ey, mal gucken, ob das Haus überhaupt bis dahin fertig ist, ne? Das Haus soll in 3 Monaten fertig sein. Es hat sich noch nichts getan. Also es sieht genauso aus wie vor einem halben Jahr. Ja, okay, sind schon ein paar Sachen anders, aber da wurde so wenig gemacht, das ist crazy. Die meinten auch, Dezember fangen die an mit Pool. Nix, gar nichts ist da. Tot. Berliner an Silvestern. Ah, das hab ich schon gesehen. Digga. Digga, das sind diese Rockets für ein Gunpowder in Minecraft. Wenn man nur ein Gunpowder hat. Das sind diese nur ein Knall, das war's. Digga, wie geil die aber direkt hochfliegen, ne? Hast du Fotos gemacht für den Fortschritt? Na claro, na claro. Okay, und oh, da habe ich echt eine Frage. Ein Foto würde ich euch zeigen von meinem Haus. Und da habe ich jetzt einfach eine Frage an die Leute, die sich vielleicht ein bisschen mehr auskennen mit dem Thema. Ob das normal ist, wollte ich jetzt einfach mal fragen. Ich suche es mal eben raus. Aber ich war heute bei meiner Oma, by the way. Bei meiner Oma im Grab. Wir haben das ein bisschen dekoriert, ein bisschen weihnachtlich. Warum sage ich das überhaupt? Das ist mir random eingefallen, weil ich hier gerade ein Foto gesehen habe. Ah, hier. So, kurze Frage in die Runde rein. Das Haus ist noch nicht fertig, okay? Das Haus ist nicht fertig. Aber, wenn das Haus nicht fertig ist das dann normal? Also, ihr müsst wissen, das ist drin. Da ist nix. Oben ist kein Wasser, nix. Und da ist einfach Wasser. Ist das normal? Es hat geregnet. Es hat sehr viel geregnet. Aber hier ist kein Loch im Dach oder so, ne? Ja. Aber warum kommt da jetzt Wasser durch, aber danach später nicht mehr? Isolierung ist drauf. Dieses Styropor-Ding. Das ist drauf. Deswegen frage ich mich, wenn da jetzt Wasser durchkommt, Digga, dann wird da auch Wasser durchkommen, wenn die dann danach fertig sind. Der Rohbau trocknet ist normal. Der Rohbau ist fertig, soweit ich weiß. Ich kenne mich nicht aus. Wenn ihr sagt, ist normal so, okay, tamam, habe ich nichts gesagt. Aber, also in meinem Kopf macht das irgendwie keinen Sinn. In meinem Kopf, die machen halt noch was drüber, aber wenn es regnet, wird halt trotzdem alles durchgehen. Wieso fragst du sowas nicht die Baufirma? Weil die Baufirma einfach nicht antwortet. Digga, dieser dumme Sohn, bei dem ich das Haus gekauft habe, Digga, der sagt immer, ja, machen wir. Wir haben jetzt extra eine Liste gemacht, damit alles schriftlich festgehalten wird, weil es wird immer gesagt, hier und da passiert nie was. Und letztens, als mein Vater da war, hat er alles schriftlich festgehalten. Und jetzt hat uns der Makler, also wir haben so gefragt, so, yo, wie sieht's aus? Und jetzt hat uns der Makler gesagt, letztens, I called, bla bla bla, and he says, he will get back to us in January. He is on Christmas holidays with his family. Ah, cool, ja, kein Problem, gönn dir, Bruder. Gar kein Problem. Und der hat uns davor schon wochenlang nicht beantwortet, aber gut. Ey, ich pray, dass ich dieses Haus überhaupt noch bekomme, weil Stand jetzt gehört mir dieses Haus gar nicht. Das wisst ihr auch noch gar nicht. Also, mir gehört dieses Haus gar nicht. Ich habe es zwar schon zur Hälfte abbezahlt, aber es gehört mir, rechtlich gehört mir das gar nicht. Das gehört mir erst, wenn das fertig gebaut ist. Wenn diese Firma, wo ich das gekauft habe, pleite geht, jetzt in den nächsten 3 Monaten, dann habe ich sogar einmal Geld verloren und krieg das Haus nicht. Aber das passiert hoffentlich nicht. Das ist jetzt so ein Ding, wo mein Vater so ein bisschen Stress gemacht hat. Rein theoretisch, wenn die Firma, wo ich das gekauft habe, jetzt noch pleite geht, bevor ich das nicht bekommen habe, dann können die einfach sagen, leck Eier, du kriegst das Haus nicht und du kriegst dein Geld nicht. Keine Ahnung warum, Digga. Ist anscheinend so. Deswegen hat mein Vater so ein bisschen Angst gehabt. Aber das wird schon alles, Jungs. Das wird schon alles. Das passt schon, okay? Aber das Grundstück gehört dir. Nee, nix gehört mir da. Statt jetzt gehört mir nichts. Also gehört mir rein theoretisch schon. Ne, die bauen das für mich. Aber rein theoretisch gehört es mir. Also es gehört mir noch nicht auf Papier. Es gehört denen noch. Bis es fertig ist. Achso, by the way, dieser Gang hier, das ist, ich sage euch kurz, was das ist. Das ist die Ebene von der Garage. Die Garage sieht so aus, oder? Also, hier ist Main-Eingang. So, da kann man entweder hier die Treppen hoch zum Wohnzimmer oder man geht hier weiter geradeaus.
Und dann ist hier die Garage, hier ist Garagentor irgendwo hier. Und hier ist Streamingzimmer. Also und hier kann man dann Auto machen. Hier ist Streamingzimmer. Und hier ist auch nochmal so ein Gang. So ein dieser kleine Flur, den ihr da seht. Also der geht so. Das ist so ein kleiner Flur und hier ist dann so die Pooltechnik im Haus drin. Also das soll eigentlich so ein Abstellraum sein, aber weil die jetzt einen Pool noch dahin machen, kommt hier so der Poolkack hin. Checkt ihr? Und dann ist hier so eine Treppe für Garten rein. Du machst wie Monte, Auto im Hintergrund. Nein, da kommt eine Wand hin, da kommt eine Wand hin. Da kommt eine Wand hin. Gibt es eine Roomtour, wenn du nicht gescannt wirst? Ja, aber ich zeig nichts von draußen. Also gar nichts. Sag nicht nochmal. Ist es normal, dass wenn der Rohbau schon fertig ist, dass das Wasser ist, dass da Wasser ist? Es ist nicht unnormal, dass in einem Rohbau Wasser entsteht. Digga, ich hätte selber ChatGPT fragen sollen, das f*** mich gerade ab. Ich hätte einfach selber fragen sollen. Ja, okay, check. Leute, gehören die Eier auch in das Kondom? Nee. Digga, aber ich will jetzt wissen, wie das ist, wenn ich die Eier ins Kondom reinmache. Ich hab jetzt Bock zu wissen, wie das sich anfühlt. Probier jetzt aus. Nein. Digga, hab ich gesagt, dass ich alleine hier zu Hause bin? Ich bin alleine zu Hause. Alle sind noch in Österreich. Und ich sitze hier wieder. Weil die kamen viel zu spät und die bleiben auch länger, ne? Mein Vater muss sich jetzt auch nicht mehr stressen, der ist in Rente. Und jetzt sitze ich hier. Lad uns ein. Ja, Party! Mach Schwangerschaft. Was ist das hier? Sass Hugo Clips der Woche. Alter! Sieht mein Rücken immer noch so krass aus? Nee. Mach mal Screenshot. Hä, stabil oder nicht? Hey, ist die sogar besser? Ich hätte so gesagt, ist besser. Rücken eines Panel-Spielers. Ja, wohl. Ja, okay, vielleicht. Ich weiß es gar nicht. Du musst Low-Taper Fade. Ja, ich muss auf jeden Fall wieder zum Friseur, Digga. Ich halte es nicht mehr so aus. Der Girlfriend-Effekt, Bruder, ich habe immer noch keine Freundin. Ich verstehe nicht, warum, von wo dieses Gerücht kommt, dass ich eine Freundin habe. Ich habe keine. Digga, ich habe gestern habe ich Panel gespielt, wir haben 2v2 gespielt. Digga, das war das intense Match, was es gibt. Bruder, wir haben 5 Sätze gespielt. Es stand 2-2. Letztes Spiel entscheidet. Wir haben immer bis 12 gespielt. Und wenn 11-11 ist, dann bis 13. Wenn 12-12 ist, bis 14. Ne, immer so weiter. Bruder, das letzte Match ging 21-19. Wir haben gewonnen. Ich habe gewonnen. Das war so geil, Alter. Ich liebe Paddle. Paddle ist so geiler Sport. Ja, heute sind meine Haare am Arsch. Heute ist es Katastrophe. Apfelstore, Spaß, Apple Store. Können wir bitte alle ihn einfach melden für Gewalt, damit sein TikTok-Account gelöscht wird? Was macht er da? Oh, sein Hund. Digga, er liebt sein Hund. Wow. Er ist auch ein Süßi. Oh. Ich liebe Hunde. Oh, kleiner Feini. Ja. Oh, er kriegt ein Like von mir. IQ-Test. 5 plus 5 war 30. 50? Wie kommt man denn auf 50? 10? Ah, okay, ich check. 10 und dann 50. Digga, guck mal, wie die hier alle schreiben. 50. Er ist siegessicher.